Hi, niet het leven, Choiket Marius. Ja, deze week hadden we Muttersdag en ik dacht, ik word van deze schakkel mal een video graveren, want op deze schakkel zie ik groot geworden. Hier heeft mijn mama met mij geschakkeld. We zijn nog eenmaal in Brazil en daar staat waar ik groot geworden zie. En vandaag is ook Pinkster. En we freuen ons dat God heeft den Heiligen Geist voor ons allen geschenkt. En dat is ook in mijn leven. En ik kan dat ganz klar deze dag speren. We hebben een kleine baby, die kunnen alle zijn het grootste ei slopen. En dat baby lucht een lucht. Ons grootste jongen die wil niemals een lucht. Maar nu hebben we een baby dat gleich de lucht. En de lucht weer op eenmaal weg. We zachten alle ween, alle mond zacht al. We checkten onder de baden, manke dijkje. En er speelt ik thuis en nog niet vangen we de lucht. En irgendwann hield ik me stil en zat me aan en zei te God en dem Heiligen Geist, Heilige Geist, wo ist de lucht? Du kannst mir das wiesen. En ik kreeg een ganz klare antwoord. Hij zei te mij, check en dem Waschkorf nemen. Zo, wo de schwinste wasch weer, daar check ik nemen en daar lag deze lucht. En ik ben zo dankbaar dat we den Heiligen Geist hebben, dat hij manchmal dat hij voets antwoordt. Bloß we zijn manchmal zo wisserig en we houden ons stil. En aber ik hield stil en ik kreeg zo'n klare antwoord. Zo, wenn du eine Mama bist und du einen schweren Tag hast und du vielleicht nicht einen monatlichen Weg gehabt hast, auch wenn Mamas Tag wir, dann halt still und red dem Heiligen Geist, der wird die helfen, der wird mit dir gehen und der wird die leiden. Und auch wenn du nicht eine Mama bist, wenn du vielleicht ein Mann bist oder ein junger Jung und du läufst, ich brauche noch nicht eine Lutschsäcke, der Heilige Geist kann dir auch immer wieder antworten und der kann dir auch leiden und führen. So, ich will die Mut machen, leef mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte nu noch beten für all die Mamas und für all uns als Personen, dass der Heilige Geist uns jeder Tag leiden. Heilige Geist, wir danken dir, dass du Port von uns Leben bist. Wir danken dir, dass du geschickt worden bist für uns. Als ein Helfer, als ein Tröster, als einer, der mit uns geht. Und help uns, dass wir deine Stimme erkennen, dass wir mit dir gehen in ons Leben, in ons Alltag, wo es manchmal nicht so schön geht, dass wir können die erleben, dass wir können gefällt sein von dir, dass wir können evangelien von dir. Mochtst du bei uns sein und ich danke dir, dass du gekommen bist für uns und dass du immer bei uns bist. In Jesus' Namen, Amen. Einen guten Sonntag wünsche ich dir und Gottes Segen. Bye bye. Singen wir das Totenlied first. Här i Roma har vi kväll i Saja Leben jag hör om kamen med mina Har kväll i Maja Leben svårt här i Roma har vi kväll i Saja Leben jag hör om kamen med mina Vid en hårig, vid en hårig, vid en hårig kommer förbi Vid en dagslig, på en reise, vid en
darstig, oh Jesus, wir sind darstig, gemacht von dir. Wir sind hungrig, wir sind hungrig, wir sind hungrig, gemacht von dir. Wir sind darstig, oh Jesus, wir sind darstig, gemacht von dir. Wir sind darstig, gemacht von dir. Gemacht von dir. Ohne Hoffnung, ohne die Scheine, Herrn lenkt man nicht. Dine leid, es klopt am liefste, wandelt nicht wie doch nicht. Als wir waren mit, that holy cat, catch me finger, but I can Lord and be. So scheint deze tijd van aanbidding top te gaan. Dankzij deel en Iva ook voor dat donen voor ons aanleiden en God zien jen wordt nemen. Van de oudste Pinksten en waar we dat top als familie vieren, waar we top en God zien jen wordt nemen komen en waar we aanbidden. Een van de zaken van aanbidden is ook een jevende Trost te gaan. Ein jevende Trost ist nicht bloß an der Sonntag Geld in der Kosten zu schmieden, das ist eine Weg, wo wir leben dürfen. Und ich hatte ein Beispiel in Lukas 21, das ist von dieser Wetfrüh, was in Opfer geben. Dort sagt es in Lukas 21, die erste Vers. Als Jesus abkijkt, zag hij de rijken ihre Gaven in de tempelkosten anleihen. Hij zag ook, wo eine arme Wetfrüh 2 Kappers anleihen. Sie leiden bloß 2 Centen an.
Hij zei, ik zei u de waarheid, deze arme weetvrou heeft mij een gelijk als de andere alle top. Weil sie haben alle uit ihren Überfluss in Gottes Kosten gleicht. Diese aber heeft in ihrer Armut alles gegeben, was sie zum Leben hat. Diese Früh hat alles gegeben, was sie zum Leben hat, in diese Kosten gleicht. Wir haben nu nicht gezeigt, dass wir uns treffen, so im Körper, aber wir haben uns nicht leben in Bankkonto, wo die nennt Holocaust, und ich glaube, die anderen, was hier nu auf der Pantalla ankommen, dass die du nennen geben kannst. Oder das ist, wie ich diese ganze Zeit gesagt habe, du kannst in die Bibel oder irgendwo weichlegen, dort wann wir uns hoffentlich bald wieder treffen, dass du dort dann noch ein Zeug mitbringen darfst, dort, wo du zu sie geleicht hast für Gott, und dort wir dort geben können. Geben ist ein wichtiger Teil von unserer Anbetung. Und was wir sagen, diese Früh, sie gab alles, was sie hat, und nicht bloß von ihren Überfluss. Sehr viel mal, weil wir warten, dort, wann ich einen Teil habe, dann, wo ich gebe. Aber ich glaube, jeder kann wir dann lernen, wo wir nu sind. Und dann, wo wir nu sind, wir haben immer was zum Geben. Und wir wollen auch nicht bloß Geld geben. Wir haben hier diese letzten paar Wochen auch gehört, dass wir Eten bringen können. Und diese Sture, und das Bild, was hier nu abkommt, diese Sture, wir waren dort noch eine Weg haben, bis nächsten Freitag, wo wir dort haben, dass du kannst Eten anbringen. Und diese Kost ist, was wir in dieser Sture haben. Und das Eten wollen wir dann verdelen manche arme Menschen. Wir waren dort wo wir dort noch eine Weg tun, bring du Eten an, das ist wichtig. Viele Menschen, die viel dort sind, und ich glaube, wir alle haben irgendwas zu geben. Vielleicht hast du 1 Kilo Zucker oder 1 Kilo Nudeln oder was, aber das 1 Kilo Zucker oder diese 1 Kilo Nudeln kann einen großen Unterschied in den Hort merken, aber auch in der Person, die das kriegen wird. Und sogar habe ich gehört, dass wir hatten ein paar Mal Menschen eten geben, oder dass Jacob verteilt hat, einmal waren Menschen eten bringen, und einmal haben sich auch Menschen betiert, wann wir können mit ihnen verteilen. Also, das ist eine wunderbare Gelegenheit, was wir uns tun können, in dieser Zeit verschiedenste Menschen zu helfen. So, ich möchte mal merken, ob das ein von diesen zwei oder ein beide Wege geben, dass du in diesem kommenden Weg eten geben das, oder dass du auch in der Bankkonto nennt, oder das am Leben zu einer Stätte. Und ich möchte auch zu all den Menschen sagen, die uns schicken von weitem bereit, was vielleicht nicht zu unserer Kirche hier. Jeff auf einer steht. Ich sehe mir sicher, du hast irgendwo eine Gelegenheit hier. Und wenn das nicht bei unserer Kirche ist, wir sind nicht beleidigt dabei. Wichtig ist, dass wir ein Hort haben, was geben wird. So, vielen Dankeschön von dir hier dabei sein, und wir haben nachher eine wunderbare Predigt noch. Mocht Gott den geben und mein geben segnen. Amen. Hi Kenia! Wir sind nicht endlich war drei, Anna und ich. Wir waren eine schöne Geschichte, was wir mit mitteilen wollen. Und Anna wird kurz die Geschichte vertellen. Aber vor dort möchte ich sagen, dass ich hoffe, dass das ist gut. Ich bang mir all nicht, dass wir waren an spirituell treffen und taub in der Kinderklasse sind und die Zeit genießen. Aber für mich, wenn jeder Tisch kijken doen, mag Gott je segnen. En wenn je ook durch den Weg tisch zijn, mag Gott einmal bij je zijn en je helpen met de tareas. Dat je alles van doen kunt, dat je je papa en mama van je hartje doen. En einmal proben Gott zijn willen te doen. Wens Gott de luisteren kan wat zijn willen doen. Sehr gut. Nu wat aan een schöne Geschichte vertellen. Okay, Kenia, so. Unsere Geschichte von der ist von einer Apostelgeschichte. Und das geht auch um den Apostel. Und als Jesus abgestorben wird von dort, dann wird er noch 40 Tage länger, wo er abdesiert wird. Und da der immer war, Leute sich sein von der Apostel. Und weiß er, dass er wirklich wird abgestorben, dass er leben wird. Aber in dieser Zeit, dann sieht er auch noch was ganz Besonderes. Hij zei dat de hele Jezus wordt komen. God wordt een Jezus rausschicken en der wordt immer bij ons zijn. Das hele Jezus, der wordt entwiesen, wat sie doen sollen, der wordt enthalten, von Gott zu vertellen, wordt enthalten, Wunder zu doen en alle Sorten wunderbare doen. So, en Jesus zei ook nog, wanneer sie den Helden Jezus worden haben,
dann würden sie von Gott reden, die würden an Jerusalem, die würden an andere Länder und die würden über die ganze Welt von Gott reden. Und als Jesus dann ist wieder rein im Himmel gefahren, dann gingen diese Apostel rein nach Jerusalem und wachen. Wenn Jesus hat gesagt, der Herr Jesus wird kommen, sie sollen wachen für den. Und sie wachen. Und um Pfingsten, ein Tag, als dort erst Pfingsten werden, dann werden sie in eine Stufe alle taub und ich kann mir vorstellen, die haben verteilt von Jesus, die haben verteilt von wo er hat Wunder getan, wo er hat Menschen geheilt und was er alles geredet hat und wo Gott er endlich was ist. Und als die alle taub sind, auf einmal dann hören sie dort als solche Lüdbüten und dort hört sich so dort ein Sturm und dort solche Rügen dort und sie weiß nicht, was angeht. Dort hört sich solche Frauen. Und die kicken Rüten und wundern sich, was ist. Und die sind da was ganz Besonderes. Die sind da 4 Flammchen. Und die kommen sich ab jedem einen von den Aposteln sagen. Und die wundern sich, was jetzt passiert. Aber weißt du, was hinge? Weißt du, was passiert? Nu passiert gerade, was Jesus gesagt hat, was passieren wird. Der Heilige Geist wird gekommen. Der Heilige Geist, was Jesus versprochen hat, was kommen wird, der wird nu gekommen. Und nu, dass die Jünger, dass die Apostel alle den Heiligen Geist hatten, dann fangen sie an, von Gott seine Wunder zu vertrauen und sie fangen an zu sagen, wo Gott wird, zu den Menschen, was du willst. Und dann hielten die Menschen dort, von vielen Menschen werden gekommen, von anderen Ländern und in alle verschiedenen Länder werden Menschen hergekommen und das sind Pfingsten. Und sie hielten dort diese Jünger, die fangen an, zu reden. Und sie wundern sich. Aber was was noch ganz Besondere wird, die können die verstehen. Und so ist wie wir in eine verschiedenen Länder als einmal verschiedene Sprachen. Und diese Jünger, diese Menschen, die haben alle verschiedene Sprachen. Aber jeder einer kann die verstehen. Die können verstehen, was die reden. Dass die reden von Gott, dass die von seinen Wunder reden und von wo Gott wird. Die können die alle verstehen. Und dann fragen die sich daran, hey, sind die nicht alle von Galiläa? Und die fragen sich daran, und dort fängt an Leute zu werden. Und die sagen, ja, die sind alle von Galiläa. Aber die können nicht alle verstehen. So, dass wir dort der Heilige Geist die mögen in verschiedene Sprachen reden, dass die Menschen nicht alle verstehen können. Dass die ganze Welt wissen können, wo Gott und wo Gott wird. Aber dann werden die Menschen die sagen, wow, das ist wunderbar. Das ist Gott, was das. Gott, was das und das ist Wunder. Und dann die anderen Menschen sagen, nee, das ist nicht. Die sind alle ganz dummköpfig und die sind besuchen und all sind haben die dafür. Und dann, als Petrus der dann hier, dort die sind dort sehen, der steht ab und sagt, no, keiner von dieser ist betrunken. Die sind alle ganz klar im Kopf, wo du erste Hand in Heiligen Geist. Die reden in verschiedenen Sprachen. Und Petrus der sagt, was Gott gesagt hat, was passieren wird. Petrus sagt redet von den Wunder, was Jesus getan hat und von wo Gott Jesus ist. Und die Menschen, die horchen, was Petrus vertellen hat, und da werden viele Menschen, die sich dann fragen, was machen wir dann, dass wir können auch den Heiligen Geist haben. Und Petrus sagt, die sollen machen ihn bekehren und die machen an Gott glauben. Dann wird er ihnen den Heiligen Geist geben. Und so stoppen wir dann den Tag so viele Menschen. Da werden 3000 Menschen, die sich dann bekehren, die alle den Heiligen Geist kriegen. Und die loben Gott und danken für wo Gott wird und für wo wunderbar Gott wird. So, diese Geschichte ist in Apostel, in 1. Kapitel, in 2. Kapitel geschrieben. Und da kann ich noch ein Bibelvers vergeben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, den ersten Part, Vers 8a. Du sagst dort, aber wann der Heilige Geist ewig kommen wird, weil die Kraft kriegen und die wollen meine Zeichen sein. So nu ist es bei der Zeit, wo Jake hier schon von reden hat, von wie nach Wundern und Experimenten, was den Heiligen Geist bedeuten hat. Okay, sehr gut. Nu sind wir bei der Zeit gekommen, wo ich Ihnen ein kleines Experiment wiesen. Hier bin das Malch und hier habe ich
Abwaschseip. Ik zie me zeggen, al jullie mama's gaan zo als dit. En hier heb je 5. Die gebruiken jullie mama's. Te maken cake maken, wanneer ze een smaken cake willen decoreren. Oder so was. So, vielleicht haben jullie mama's zo wat. En wanneer niet, dan vielleicht kan je dat samen voor je. Das ist bloß einfach halt 5, was sie brauchen zu machen. Shanty Makes oder so was zum Cake dekorieren. Was wir dann waren ist, wir haben hier verschiedene Kleren. Ich war hier von alles ein paar Leute nennen. Von der Rode Oak. Und dann von der Blave. En daarna van het gele. Oké. Nu wil ik je met dit een ding betekenen. Dat is des stark, toen waar we met afwaschzijde aan. Dat afwaschzijde, dat is dat wat de wind dat in dit geval. So dat meint zoveel dat de hele jas, dat wind. God heeft zijn hele jas maar aangeschickt. En dat is wat dit afwaschzijde in dit geval betekent dat. Dat merkt dat dingen zich bemoven dan. So niet dat we dit, den start met afwaschzijde hier aandoen. En dan wil je zeggen wat de kleren doen worden. En dan zeg je wat het aanvangt te reactioneren, wat het aanvangt te arbeiden. Dat is plus een bewijs van wo de Heilige Geest aan ons arbeiden dat. Wanneer we am geloven, dan wil de Heilige Geest aan ons arbeiden en dan kan je zijn. En dan wo we zijn, we worden immer een onderscheid maken. En wanneer we aan God blijven dan kan hij durch ons grote dingen doen. Oké, so dit is dat wat ik, de experiment waar ik wijzen wil, dan kan je thuis ook doen. En God gaat zijn in de werk geven. So, hallo auch von unserem Part hier, von Manfred und mir. Sehr schön, dass ich keine Geschichte, was wir gerade gehört haben. Ich habe mir al weken verlangt für die Fred, als Jack mir sieht, dass er die Pläne deed. Und nu haben wir hier Manfred Ab von Witmersum, Brasil, hier wo wir nu sind. Und er ist reit von den Heiligen Geist zu reden. Dat is je Pinkste en wie willen dat je weten wat de Heer Jezus voor ons is en wat hij voor ons gedaan heeft. So Manfred, welkom hier. Dankeschön. En we waren goed nog voor Manfred beten dat de Heer Jezus kon aan de Wirt geven, dat dat niet zijn Wirt zijn, sondern dat dat Gott zijn Wirt zijn, wat van jou diesen Sonntag zu uns reden dan. Amen. So Jesus, wir sagen die Dankeschön für diesen Sonntagvermerk. Wir sagen die Dankeschön, dass wir die Möglichkeit haben, über diese Weich Kirche zu tun. Und wir möchten beten, dass der Herr Jesus uitgegoten worden nu krijgt op Manfred, aber jeder einer wer an der anderen Kant ist, wo der Totje gerät, dass das viel mehr als ein Video ist, sondern dass es eine verändernde Kraft bringen kann, omdat wir die erfahren können, wie weit wo groß das Uitscheiden vom Heiligen Geist damals, wie als das erste Mal passiert ist, und dezelfde Kraft, wie das von der nach hier ist, und wie wir das alle erfahren und erleben. In die Namen Jesus. Amen. Amen. So, viel Mut. Dankeschön. Ik freue mich auf das Wort. Dankeschön. Ich will uns reißen mit dem Fried Gottes. Ich will mir aber kurz mal die Brille absetzen, dann könnt ihr alle besser sein. Ich freue mich, und alle ja, zu sein. Ich sehe auch ein paar, die nicht da sind, aber die sind bestimmt geblieben von da. Ich hoffe, dass die Jungen nicht mehr langsam alle so verstoppen. Nur als Jungen Präger über 2 Monate nicht mehr tust, dass es dem Eidort und Heidi nicht so jetzt, wenn sie wieder zurückkommen, dass sie mit so Europa aus Gott im Garten Eden. Adam, wo bist du? Ich hoffe, dass die alle wieder dann dort drin sind, in Andacht und wirklich ganz mit 4 dabei sind. In dieser Zeit haben wir viel Angst, oder wir hören, dass die Menschen viel Angst haben. Bei uns persönlich ist das nicht so schlimm. Wir sind getrost, wir weiter an wem wir glauben. Und
der Heilige Geist, der gibt uns diese Kraft. Und Gott sagt auch, der hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Furcht, den Geist der Kraft und der Courage. Ja, Courage wird man dort eben sagen, nur am besten. Aber das ist, wenn wir nicht mehr Angst haben. Wenn Gott für die und mich noch eine Abgabe hat, wenn Gott für die noch einen Plan hat, dann wirst du nicht vorher sterben, dann wirst du leben. Und du wirst noch dein Stone tun. Und ich sei immer weiter, oder mag die Menschen Mut, über dem Psalm 91, den doch mal zu lesen tust, wo Gott uns so viel verspricht, wenn wir am True sind und unter seinem Charme setzen wollen. Und dort ist, was wir annehmen müssen, dort müssen wir glauben und dort wird uns durchtragen. Jo, diesen Sonntag, so es dort seht, feiern wir Pfingsten. Was ist Pfingsten? Ja, im Alten Testament hat er von Pfingsten geredet oder hat Gott angeordnet, dort nur Ostern oder nur den Passafast soll noch 50 Tage nach dem soll Pfingsten gefeiert werden. Dort ist ein Ort von Erntedankfest, wo sie sollen danken, ein paar Tage taub kommen alle in die Gove bringen, die erste Gove vom Weit und von Brot und von den Tieren zum Opfern und so ein schönes, wunderbares Fest feiern. Und naja, nun wird es so weit, dort Jesus will sich verabschieden von seinen Jüngern. Sie werden noch einmal das letzte Mal taub. Und Jesus gab ihnen noch so ein paar Anordnungen, was sie tun soll. Und dann auf einmal passiert was vor ihren Augen. Und Jesus wird abgehoben in den Himmel. Und da stehen diese 11 Männer und schicken nach oben. Was sie gedacht haben, vielleicht haben sie gehielt, vielleicht wäre sie auch irgendwo ein bisschen Frau. Aber sie schickten in die Waldchen. Und als sie ein bisschen raufschickten, wer stand da? 2 Engel. Die stunden da und fragen die Männer, was stehst du hier? Hast du da nichts mehr zu tun? Dass sie einfach hier und hier rumstehen in der Boven schicken? Das ist auch eine Frage. Was schaff ich? Warum stehe ich hier? Warum habe ich nichts zu tun? Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir manchmal ans Ram stehen, dass wir manchmal nicht so recht weiten? Ja, was sollen wir überhaupt noch tun? Überhaupt noch in dieser Zeit, wo uns sogar noch die Arbeit weggenommen wird vom Gouverneur, dann stehen wir uns zu jedem manchmal ran. Und Gott will nicht, dass wir ans Ram stehen. Jesus sagt, Gott trägt nach Jerusalem und wacht, ich will da was Großes noch tun mit für Juden. Nach Jerusalem. Naja, bestimmt ist den 11 Männer eingefallen. Jerusalem, ja, da haben sie unseren Meister gekreuzigt. Da wollen sie uns abtreiben. Es dort das Beste, nach Jerusalem zu gehen. Naja, aber Jesus hat gesagt, Gott nach Jerusalem. Und sie gingen. Und als sie sich dort trafen in einem Saal, dann hatten sie viel Zeit zum Beten. Junges, bet. Je mochte wachten, bis ich den treuesten Jund schicken wollte. Und sie hatten viel Zeit. Die Bibel sagt, sie hatten 10 Tage. Und da wären nicht bloß 11 taub, sondern auch noch andere. In einem bestimmten Tag wären so bis 120 Menschen taub. Und die hatten da Gemeinschaft. Die Bibel sagt nicht, was die alles verteilt haben, aber ich kann mir vorstellen, die haben sich verteilt über die ganze Wunder, die ganze Zeit von den 3 Jahren, wo sie mit Jesus taub waren. Und dort hat die wunderbare Technik gewesen sein, was die dort so erlebt haben, diese 10 Tage. Und ich habe viel gedankt und gebetet und sagt, Gott, wenn du noch mehr für uns hast, so ist Jesus dort uns versprochen hat, dann werden wir hier warten, so lange, bis du zu uns dort gibst, was wir noch haben wollen.
Und dann steht in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Der Vers, den möchte ich nur lesen. Da sagt es von ein Bett Brettin. Apostelgeschichte 2. Als der Pfingsttag dann kam, wären sie alle auf eine Stehtaub. Und plötzlich hielten sie, so es im Sturm, ein Rüscheln Geluid vom Himmel, sodass es im ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Dann sagen sie mit einmal Zungen, als von 4, und die sahen sich ab jeder einem von an. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden. Danach ist der Geist an dort möglich mag. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von allen Ländern unter dem Himmel. Als sie dort Geluid hielten, kamen ein Großteil verwilligt taub, weil sie hielten, dass die in einen jedem seinen, in jedem seine Sprache reden deuten. Ganz verwundert fragen sie, sind nicht all diese, die dort reden von Galiläa? Wo ist dort dann? Dort wie die in jeder in seine eigene Sprache hören. Und dann kommt die ganze Liste von wo diese Menschen alle her wären, von Parther und Meder und so weiter. Dann haben wir Vers 10, Phrygien und Pampylien und dann Vers 11, Juden und Metjuden, Kreter und Araber. Wir hören die in unserer Sprache von Gott seine großen Wunderworte reden. Dann Vers 12, verwundert und verwillert, fragen sie einer dem anderen, was jeftet noch? Was jeftet noch? Der andere aber hatten ihren Spott in Doreva, in Seden. Die haben bloß zu viel Wein gesoffen, getrunken. Jo. Dort ist es, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann passiert auf einmal was diese Jünger noch niemals gesehen haben. Die haben so viel mit Gott oder mit Jesus erfahren, aber nur auf einmal kommt was ganz Neues. Die Bibel sagt, sie reden auf einmal in andere Sprachen. So wird sogar dann sagt es in Apostelgeschichte 10, wo dann auch eine Gruppe Menschen taub werden und der Heilige Geist kommt über an und sie reden in andere Sprachen. Und die waren so verwundert, was bedeutet dort? Was bedeutet dort? Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann werden Dinge passieren, die wir nicht kontrollieren können. Dann waren Sachen passieren, die uns sogar verwundert waren. Und dann nur weil wir waren drin in Vers 1, da sagt es, und sie wären alle taub. Sie wären alle taub. Was bedeutet es alle taub? Sie wären taub, einig wie Mathe hier wachte. Gott will uns beschenken. Gott will uns was geben. Und wovor passiert dort so wenig in unserer eigenen Kirche, in unserer eigenen Andachten. Dort wir vielleicht noch taub kommen, aber nicht wirklich mit diesem Hunger, mit diesem Darsten, noch mehr warte. Gott, was hast du uns noch mehr zu geben? Und dann sagt es in Vers 2, und plötzlich hielten sie. Wow, sie hielten auf einmal ein Ruschen. Dort wie ein Rummeln, ein Ton, den sie noch niemals in der Auge gehört hatten. Aber weil sie so lang taub werden, können sie auf einmal hören, hier ist Gott, der mit anreden will. Und nicht mal mit Wider, sondern bloß mit einem Pusten von einem Wind, von einem Ruschen. Aber sie hatten dort auch ab. Und dort ist wichtig, dass unsere Ohren nicht verschlossen sind. Dass wir hören, wenn Gott ihn jetzt sind dort der zu uns. Und dann Vers 3 sagt es, und dann sagen sie, auch dort ist sehr wichtig, Folgen sei wie nicht, was wirklich los ist. Folgen sind wir so beschäftigt, dort wie mit unseren Gedanken immer woanders sind. Und wir können nicht mehr sein. Aber diese 120, wow, die sagen auf einmal,
kleine Viertunkjes, die kommen rauf. Und der sagte sich, wo es dort der Heilige Geist, wo kann der Heilige Geist so wirken? 4 brennt, wie weiter dort? 4 jeft Kraft. Ja, 4 jeft Kraft, warum? Auch sogar bei unserer Maschine weit wie dort, wenn ein Traktor, ein Auto, Benzin oder Dieselbrenner hat, und der Motor jeft ihm dort 4 an, dann was dort an Kraft? In 4 jeft Licht. In dort Licht, dort schert nur Gott über diese 120. Und dort soll immer bei den Menschen bleiben. Und dann Vers 2. Sie wurden gefällt von einem Wort Natürliches. Dort, von dem hatten sie auch noch niemals was erlebt. So stark kommt dort an, dort die Menschen meinte, die sind ganz voll. Dort rannt was Dort ist nicht bloß so ein Gedreppel. Dort ist was kraftvolles, was auf einmal in ihre Horten ankommt. Sie wurden gefällt. Und dann habe ich dann Vers 5 und saß. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bewegt sich was. Irgendwas passiert dann. Hier sagt es in Vers 5, da wohnten in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer in aller Länder unter dem Himmel. Als sie dort gelud hier den Cheimen ein Großteil verwillert taub. Dann bewegt sich auf einmal nicht bloß euer Andort. Dann merkt auf einmal die ganze Stadt, hier ist was am passieren. Hier passiert was. Hier ist, wie jeder was anderes. Das ist nicht bloß von Menschen reden, sondern hier ist was von Gott kommt. Und dann Vers 7 sagt es, ganz verwundert fragen sie, sind nicht all diese, die da reden, von Galiläa? Sind die nicht alle von, just diese Jungs, die kennen wir, die können ja doch bloß Plauditsch reden. Wieso können die auf einmal in unser Sprach was sein? Wow, wir hören unser Sprach. Oder kann die Justina in so viel Sprach auf einmal alles übersetzen für uns hier in der Andacht? Was ist da passiert? Wer hat denn übersetzen? In dieser Übersetzung, die braucht keine Menschen, weil es dort wieder Heilige ist, was ein Berg anreden wird. Und dann haben wir den Vers 9, 10 und 11. Wo diese Jünger nur anfangen, in andere Sprachen zu vertalen. Da ist nicht gesagt, es ist eine Predigt, also sie fangen an mit denen zu reden, mit dem ganzen Volk. Als sie würden sehr neugierig sein, um zu wissen, was die alle für große, wunderbare Sachen denen vertalt haben. Und dort wie in Pfingsten. Dort wie dort. Ja, ich kämpfe hier manchmal mit dem Plauditsch, dass ich da richtig reden kann. In diesem Mann auf einmal, die können so viel Sprachen auf einmal reden. Dort muss wunderbar gewesen sein. Dann habe ich Vers 12. Ja, der Heilige Geist schafft manchmal durcheinander. Was sagt er da in 12? Verwundert und verwirrt fragen sie einer den anderen, was gibt es noch? Wenn der Heilige Geist mal anfängt, unter uns zu wirken, dann gibt es mal ein Durcheinander. Aber ein heiliges Durcheinander, das ist nicht ein Durcheinander, was Menschen schaffen. Wir meinen manchmal, wie weit aus, was in der Bibel steht. Ja, du kannst die auch mal 100 Mal gelesen haben und das ist sehr wichtig. Aber der Heilige Geist gibt noch immer was nicht. Der wird uns immer noch was nicht schenken. Und die Menschen wären besorgt, bekämmert, was wird das noch geben? Und diese Männer, so wird alles hier vertan. Und dann gibt es aber die das Leben nicht so ernst nehmen. Oder die futz immer ein gutes Urteil haben für die, die ein bisschen anders sind. Und die sagen, no, die haben viel zu viel Wein getrunken. Die sind ein bisschen durcheinander. Das sieht man, die schwanken so hin und her. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Erfahrung. Ich durfte mit meinem Freund in St. Paulo eine Konferenz fahren. Und dort war auch, was wir noch nie gesehen haben. Und auf dieser Konferenz,
da wäre auf einmal die jeden Wort vom Heiligen Geist so stark. Und da sagen wir wirklich, dass die Menschen meist aus der Suppe da fertig standen. Und einfach in die jeden Wort Gottes nicht anders stehen können. Und wir standen, wo auf einmal eine Freude über diese ganzen Menschen auf dieser Konferenz war. Da wäre eine Freude, die kannst du nicht erklären. Und dort ist Pfingsten. Das größte Geschenk, was Gott uns geben will, ist, will uns Trost geben, durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir traurig sind, und wenn wir dann aber doch die Bibel nehmen und lesen, dann wird der Heilige Geist uns, der sein Wort auf einmal so eine Freude schenken, auch wenn wir noch so traurig sind. Und uns trösten, vielleicht eben eine Situation, mit der wir von dort nicht fertig waren. Aber Gott wird uns beschenken mit diesem Trost, der sein Wort kennt. Und dort schafft der Heilige Geist. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen. Der Heilige Geist ist gekommen, uns große Freude, was ich schon erst sehe, große Freude zu schenken. Die Bibel sagt, die Freude am Herrn soll unsere Kraft sein. Der soll uns Kraft geben. Ja, wo seht ihr manchmal die Kraft? Aber dort ist das Geheimnis. Dort wie seht ihr die Kraft in Gott, in seinem Wort. Und dort schafft der Heilige Geist. Aber warum seht ihr dann so viel oft die Freude? Und wenn ich so viel Geld habe, und wenn ich dort schaffen würde, oder wenn ich so ein Motorrad habe, oder so ein Auto, oder wenn ich den früher kann, oder den Mann, dann würde ich glücklich sein. Dort kann alles sein, wie ich eine Frau wurde. Aber dort ist vergänglich. Dort bleibt nicht. Aber diese Freude, die der Heilige Geist uns gibt, die wird ewig sein. Die wollen wir mitnehmen, wenn wir sterben, dann wollen wir die mitnehmen im Himmel. Und dort ist das Schöne, dort wie so wichtig ist, dort wie dort trachten, dort seht dort wie den Heiligen Geist nicht verloren, dort heilen uns es. Und ein drittes Wort will ich sagen, der Heilige Geist ist gekommen, um uns brav zu machen. Dort uns, wie sagen Plauditsch, Courage, dort wie nicht Angst haben. Wenn wir denken oder gelesen haben, wo wäre der Jünger Jesus so brav, als sie da taub wäre, das letzte Mal mit Jesus und sagte, wie gehen wir mit die Bett im Tod? Und als dann die Soldaten kommen und es so dunkel war, und die sagen, die Schwerter und die Spieße, dann stauft man so. Dann wären die Jungs alle weg. Der Petrus, der schlägt sich so heran, aber der hat das furchtbar Schiss. Und außerdem noch fragen, was er nicht auch einer von denen wäre, dann weißt du, was er dann geantwortet hat. Das ist schrecklich. Und er hat ja auch nachher betterlich gehielt. Aber was passiert, als nur der Heilige Geist ausgegoten wird? Mann, oh Mann, wären die Männer aber nur brav. Die stunden ab für 3000 oder noch mehr Menschen und sehen die Jungs, die haben unseren Herrn gekriegt. Die sind die, was dort Schlechte getan haben an unseren Jesus. Und der ist gestorben und hat den die Sünde vergeholt. So eine Kraft oder so brav wäre es auf einmal. Aber warum? Weil es der Heilige Geist hilft uns, dort wir brav waren, dort wir mehr Kraft haben, dort wir nicht Angst haben mehr zu reden. Ich bin manchmal sehr traurig, dort ich manchmal, wenn ich mit unleiblichen Menschen taub bin, und auf einmal habe ich irgendwo Angst gehabt, dem von Jesus anzureden. Dann sage ich, Heiliger Geist, vergib mich dort. Ich will diese Kraft, Bravheit nicht verlieren. Und dann sagt die Bibel noch, ich schätze den Heiligen Geist, dass ich mehr Glauben habe. Dass ich mehr Vertrauen habe. Ich sehe am Anfang, lest Psalm 91. Wenn wir Vertrauen haben, was Gott uns versprochen hat. Das ist doch, seht ihr eine kleine Gruppe. Weißt du, wofür mal Gott ein Versprechen an sein Wort gegeben hat? Über 22.000 Mal. Und wir haben trotzdem noch manchmal Angst. Und aber zweifeln noch einmal. Und wir Seelen nicht zweifeln. Dann will dran bleiben, was wir auch da lesen, in dieser Kraft,
in diesem Glauben, den hilft uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu beschenken. Mit Glauben. Und er will uns befähigen. In Portugiesisch sei wie capacitar. Er will uns befähigen, dort wie rutgehen, der Hein auf die Krankenleihe und für den Beten. Dort wie begabt worden zum Predigen, dort wie dort Wort sei. Auch wenn du vielleicht noch nicht Prediger bist, aber du hast auch die Aufgabe, jemanden von Jesus zu sein. Du bist befähigt von dem Heiligen Geist, Dämonen auszutreiben. Wenn Menschen belastet sind, wenn Menschen nicht mehr frei worden sind, dann sollen wir hingehen und für den beten. Aber das geratste Ding von dem Heiligen Geist, uns soll immer weiter ausgegoten werden. Dort wie seine dort Menschen befreit worden, frei worden, dort Menschen sich bekehren. Dort ist das geratste Wunder, was der Heilige Geist will tun, durch uns. Aber nicht, weil wir die Kraft haben, weil der Heilige Geist die Kraft in uns gibt. Und dort soll uns das geratste Wunder sein. Wenn wir als Gemeinde nicht wissen, wenn wir als Gemeinde in unserer Andachten oder wo wir auch uns taub treffen, nicht Menschen bekehren, dann sollen wir uns fragen, Heiliger Geist, was ist noch bei uns nicht ganz in Ordnung? Wenn die Mutter ein kleines Baby hat, dann ist die nicht froh, wenn das Baby nur 20 Jahre auch noch einmal als ein kleines Baby reden wird. In so einem Labert, oder was sagt man in Plauditsch, sich nicht ausreden kann und man fängt das so lustig, dass die so spaßig reden. Aber wenn wir es 20 Jahre mit Jesus gehen und wir auch noch so reden als ein Kind, dann stimmt was nicht. Dann soll wir sagen, dann soll wir auch vielleicht mal 10 Tage ans Tritt treten und sagen, Jesus, ich brauche mehr von diesem Heiligen Geist. Ich möchte, dass dieser Heilige Geist, der mich eines Tages mal überführt hat, mich bekehren, der soll mich weiterfällen. Ich habe am liebsten nur hier ein Glas oder ein Kraus mit Wasser. Und manchmal in diesem Glas mit Wasser ist bloß noch ganz wenig Beine. Aber Gott ist interessiert, dort der sein Heiligen Geist war das Glas, das Kuffel war ganz falsch, dort das Everand. Gott macht uns so viel beschenkt, dort das Everand. Nicht bloß dort wie so más o menos ein bisschen Wasser mit uns mittragen. Darum ist es wichtig, taub kommen, in beten, um Erwartung beten, um nie het Leben, Gemeinde nie het Leben. Wir brauchen immer weiter darum zu beten, dass wir nie het Leben haben, dass wir nicht uns auflenken lassen, dass der Glaube weiter voll wird in unserem Leben. Ich habe diese letzte Zeit ein Buch gelesen über Erwartungen, wo über die hunderte Jahre immer weiter Gott so eine Wahl schickt. Irgendwo in den USA oder in England oder in Europa oder sogar in Australien. Und wunderbar wird auf einmal der Heilige Geist, wenn Menschen taub kommen, auf einmal und sie intensiv beten und sachte Meier nur die Kraft Gottes. Und dann, was dann alles passiert, dann passierte die Wunder, was diese Jünger erlebte oder die erste Gemeinde in Jerusalem erlebte. Da wird auf einmal weiter Pfingsten in ihrem Leben. Dort ist, was Gott uns auch schenken will. Und wie dürfen wir dafür beten? Hier in Bolivien und wie hier in Brasilien. Aber der Feind, der schlaft ja nicht. Dieser Feind, der will uns davon aufholen. Der wird immer versuchen, seine Näsen zu stoppen. Ich denke an eine Geschichte von unseren Mennoniten in Russland, von den Plauditschen. Da kam auch mal so eine Wahl. Auf einmal wurde so eine ganze Kolonie mal ganz erfasst von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und da war ein Prediger mit Namen, der hat meinen zweiten Namen, das war ein Klaus Ab. Und der war auch so begeistert, in diesem Fall den Heiligen Geist zu predigen. Aber auf einmal ging es bei ihm ein bisschen schief. Er sagt, liebe Gemeinde, der Jesus ist mir begegnet diese Nacht. Und er sagt,
Hij wordt in dem Jahr, in den Tag, dort bei dem Boy, dicht bei Iran und Irak, wird hij komen en seine Gemeinde holen. En wie moeten nu dort gaan zu diesem Boy? En zo kunnen meest 100 families überreden. En zij trokken, verkauften alles, packten alles op ihre Pietswagens en trokken rauf naar Süden, bis an der Grenze von Iran oder Irak. En wachten dort, wie es Jesus wird, an dem Tag wird hij komen. En dan komt deze grote dag. En alle wereld zo opgericht. Nu worden we alle in den Himmel fahren. En deze families en deze prediger, wenn die noch leben würden, würden die vandaag noch hier sein. So gefährlich kann das auch werden. Wir müssen wachen darüber, wenn der Heilige Geist über uns kommt, dass der Feind uns nicht auf einmal ein bisschen zu sich schufen und dann dort nicht dumme Sachen passieren können. Aber dort soll uns nicht aufhalten, immer Jesus in dem Heiligen Geist heranrennen. Jesus sagt, wandelt im Geist, wandelt im Geist. Willst du wirklich Gott erfahren, dann gib dem Heiligen Geist diesen Ruhm. Dann lot am ganz dein Leben annehmen. Der Heilige Geist ist feinfühlig, sensibel, sagen wir in Deutsch. Er wird bei uns wohnen, wenn wir ein reines Hort haben. Der Heilige Geist ist so empfindlich, dass er wird nicht sich abdrängen. Und er wird auch nicht in unser Leben ganz nennen kommen können, wenn verstoppte Sünden in unserem Leben sind. Und deswegen ist das, wir müssen uns jeden Tag immer weiter prüfen. Wir uns brauchen, stehen wir noch echt? Was ist das in unserem Leben? Ich muss bekennen, dass ich früher sehr schön bassig wurde. Und meine Frau meint, ich sie von da noch einmal schön bassig. Aber ich dachte, das hat sich alle gebetet. Und dass wir uns daran eifen, dass der Heilige Geist uns hilft, dass wir still werden, dass wir manso e suave, sagt in Portugiesisch, dass wir leiftolig werden mit dem Nächsten, auch wenn wir uns mal abreden, wenn wir mal vereuert sind. Aber der Heilige Geist will uns da lenken und dort ist das wichtig. Die Bibel sagt, dass wir meine Seele Gott anbeten und am Loben und Preisen. Weil da fällt sich der Heilige Geist wohl. Da fällt sich der Heilige Geist tus, wenn wir dort schaffen wollen. Und ich will junge Menschen sagen, wandelt im Geist. Seht, rannt Jesus heran, rannt dem Heiligen Geist heran. Und dann war je nicht falsches entscheiden. Dann war je nicht den falschen Partner frieren in ihrem Leben. Weil es der Heilige Geist da wieder hat. Und je Ehepaare, wenn je im Heiligen Geist wandeln worden, dann war je nicht übereinander. Dann war je fast taub bleiben. Das ist, was der Heilige Geist uns geben will. Er hat die Schlüssel für den ganzen Reichtum Gottes. Und weil wir danach trachten, dass wir dicht an diesem Schlüssel bleiben, dass wir als Gemeinde Jesus im Zentrum haben, nicht unseren Prediger und nicht irgendeinen Leiter, aber dass wir den Heiligen Geist, Jesus im Zentrum haben, in unserer Andacht. Und der Heilige Geist freut sich, wenn Jesus im Zentrum ist. Er wird immer auf Jesus wiesen und er wird immer auf Gott wiesen. Und dort ist das Schöne. Und wenn wir Pfingsten erleben wollen, dann müssen wir da noch trachten. Und er wird auch immer weiter uns voll machen. Er wird uns bejahen mit dem Heiligen Geist, uns taufen mit dem Heiligen Geist. Er wird uns die Gabe geben, was nötig sind für den Dienst dort in Bolivien oder Kreit, wo du wohnen darfst. Und Gott segne dich. Amen. Amen. So, ich würde noch sagen, vielleicht haben wir noch zu beten, oder? Sehr Dankeschön für die Botschaft. Mir hat das auch berührt, ich sollte hier hängen die Kamera. Und ich denke, wenn du hier nicht mehr ans Top bist, vielleicht kannst du deine Hänge ausstreichen und kannst sagen zu Jesus, ich brauche auch die Füllung vom Heiligen Geist. Ich brauche auch voll zu sein. Ich will auch das Leben haben. Ich will das erfahren, was hier in Apostelgeschichte Kapitel 2 ist.
Ik wil ook op eenmaal visioenen gaan naar een andere spraak reden. Ik wil ook op eenmaal dat het vielleicht bij mij mal daarheen onder is, dat ik niet alles verstaan kan en dat ik veel meer als mijn kop verstaan kan, zodat ik den Heiligen Geest ervaren kan. So, om dit te krijgen en om wirklich dieper met de Heilige Geest te leven, strekt die Hang uit en vrouw om dat hij in die hart neerkomen kan. En dit is een gebed wat je iedere dag doen kan, weil we dat niet te bidden. Jezus, dankzij voor deze dag en wie vrouw die Heilige Geest, kom in ons hart neer en val ons zoals niemals dat we kunnen brennen voor die, dat we kunnen met deze kroos, met dit evenemen zo geveld worden, wat Manfred Roets van de reden deed, dat we eruit kunnen en die woord predigen. En val ons dat we kunnen immer waar zijn, wo du ons aanbrengen en wat du met ons doen wirst, dat du ons vieren leiden kost. Ik dank die voor deze dag en voor dit woord wat we kunnen hier. Ik zegen jeden een, wer hier je hart heeft, dat hij kon een gezeende werk hebben en buiten je weinig God ervaren kon. In die naam Jezus. Amen. Amen. Vielen Dank, Manfred. Mag Gott jeden alle segnen, auch die Manfred segnen. Bis nächsten Sonntag.